Willkommen zu der Musikbusiness-Bibliothek. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Ich habe da schon 50 Mal auf Record gedrückt, weil ich irgendwie keinen schönen Einstieg gefunden habe. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Bevor aber wir da in das Thema reingehen, was ich heute ein bisschen mit euch anschauen will, nämlich Vertragswesen, Businesskonditionen, was so in gewissen Labelverträgen vorkommt, würde ich einfach als Disclaimer sagen, ich kann leider nicht vermeiden, indem wir über das reden, dass ich dem auch sozusagen wie unterschwelligen Co-Sign geben und eine Berechtigung, dass die Businesskonditionen auch dort sein, weil wir halt dann darüber reden und das diskutieren. Aber nur weil ihr da gewisse Sachen erwähnt seht, gewisse Businesspunkte, die es in Verträgen heutzutage noch gibt oder über die wir reden, sollte das nicht heissen oder muss das nicht heissen, dass die Businesskonditionen auch legitim sind und dass es die auch noch braucht. In der Gegenwart, aber auch in der Zukunft. Ich tendiere jetzt eher dazu zu meinen, es ist besser, wenn wir darüber reden, als gar nicht darüber zu reden. Darum, was schauen wir uns in dieser Folge an? Wir nehmen da jetzt mal ein bisschen die Notizen für. Mit dem Upload geht es mir persönlich vielleicht auch ein bisschen darum, euch zu zeigen, dass es mehr gibt, als sich nur den Vorschuss anschauen, offensichtlich. Wir können aber nicht alle Sachen da decken in dieser Folge, weil das ein bisschen den Rahmen würde sprengen. Aber ich habe mir so ein bisschen spontan oder intuitiv 8 Punkte sind das, glaube ich, die langfristig, mittel- bis langfristig zumindest, wichtiger könnten werden, als jetzt einfach die Vorschusssumme, die ihr vermeintlich bekommen könnt bei so einem Vertrag. Darum, diese 8 Punkte schauen wir uns jetzt an, um ein bisschen das ausbalancieren, wenn ihr seht, okay, es geht immer nur so ein bisschen um Vorschusstag, um wie viel bekommt der Artist Advance Money, so, wie teuer ist der Vertrag. Gibt es da natürlich auch noch andere Punkte, mit denen wir das ausbalancieren können. Und ich würde mal meinen, wir steigen da gerade ein. Die Reihenfolge von diesen Punkten, die ich mir da jetzt spontan aufgeschrieben habe, ist nicht nach Wichtigkeit geordnet. Also schaut das nicht an, dass jetzt der erste Punkt irgendwie wichtiger ist als der 8. Punkt. Und wie gesagt, es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Punkte oder ganz viele so kleine Details, die sehr situationsabhängig sind, sehr individuell sind. Offensichtlich versteht ihr vielleicht ein bisschen, dass wir das jetzt ein bisschen verallgemeinern. Oftmals ist das viel, viel tiefgründiger, als wir es da jetzt aufzeigen können, vermeintlich so. Also, ein Punkt, der nebst einem hohen Vorschuss auch wichtig könnte werden, ist alles, was mit der Artist-Release-Exklusivität zu tun hat. Das ist auch jetzt eben ein sehr breiter Punkt, Artist-Release-Exklusivität. Was mir zu dem einfach einfällt, ist, denkt, dass die allermeisten Verträge heutzutage halt noch exklusiv sind. Sprich, wenn du mit dieser Firma oder mit dieser Entity irgendetwas zu tun haben, gibt es immer noch einen hohen Zuspruch innerhalb von der Musikindustrie, dass die meisten von diesen Verträgen exklusiv sein mit dieser Firma. Sprich, in dieser Zeit, wo du halt den Umfang, und zu dem kommen wir dann auch noch, die Projekte abgeben tust, beziehungsweise die Projekte released werden müssen, je nach Anzahl, wie viel du halt abgemacht hast mit der Firma X. In dieser Zeit ist der Zeitgeist immer noch dort, dass du exklusiv mit dieser Firma zusammenarbeiten. Und das heisst dann so viel wie, du kannst nur über die Supply Chain, über die Kette, über die Release-Kette, die sie haben, releasen. Wenn du noch nicht den ganzen Umfang abgegeben hast, wirst du nicht einfach von heute auf morgen können sagen, schau, ich will den einen Song, will ich irgendwie für mich alleine im Eigenvertrieb releasen, weil ich das als besser geeignet finden würde für diesen Song. Dann kann man das nicht machen, wenn man unter so einer Exklusivitätsklausel ist. Ich bin jetzt nicht da, um euch zu sagen, ob das richtig oder falsch ist. Wenn ihr meine intuitive Meinung hören wollt, habe ich das Gefühl, gibt es dort eine sehr, sehr grosse Diskussion dahinter, die gar noch nicht geführt worden ist in der Musikindustrie. Gehen wir mal von dem aus, dass sich gewisse von diesen Firmen neu aufstellen sollten, aus jensten Gründen, weil vielleicht Musikschaffende auch darauf kommen, dass gewisse von diesen Verträgen nicht mehr so zeitgemäß sind. Und man stellt sich jetzt neu auf und sagt, okay, ja, man tut mehr in den Fokus, dass man halt alle Services oder den besten Service hat, die beste Dienstleistung. Gehen wir mal von dem aus, von dem Ideal, hypothetisch, oder von dem Szenario, dass all die Verträge auf non-exklusiver Basis wären. Sprich, du könntest einen Song mit dieser Firma X dort machen
und dann beim nächsten Song wird nicht die Klausel reinkommen, dass du sagst, ja, aber wir sind noch für x Songs, Anzahl Songs oder für x Anzahl Projekte, musst du das noch zwingend über uns exklusiv releasen, sondern du kannst beim nächsten Projekt einfach sagen, hey, look, ich will das selber machen, aus diesen und diesen Gründen, aber ich komme dann auf euch zurück, irgendwie, weil der Vertrag kann ja immer noch weiterlaufen. Das ist ja nicht etwas, wo das Rad neu erfinden müsstest. Non-exklusive Verträge gibt es in ganz vielen Industrien. Es ist nicht so, dass jeder Vertrag exklusiv muss sein, aus einer Natur raus, logischerweise. So, und wenn jetzt der non-exklusive Vertrag hättest, der ja immer noch aktiv ist, wenn vermeintlich die Firma den besten Service hat oder die beste Dienstleistung, dann würdest du ja von alleine zurückgehen. Das kommt ja vielleicht aus dieser Schlussfolgerung oder aus dieser Logik heraus, dass wenn du das Gefühl hättest, dein Song ist über den Vertrieb oder über die Supply Chain besser geeignet, weil die halt eben die bessere Dienstleistung haben, so in dem Fall, in so einem Markt, dann würdest du ja von alleine zu denen zurückgehen oder von alleine wieder mit diesen Geschäften. Das Dilemma entsteht einfach dort, dass wenn das alles exklusiv ist, wie es heutzutage auch noch gang und gäbe ist, dann ist ja nicht entscheidend, wer die beste Dienstleistung hat oder der beste Service, sondern ob es gut oder schlecht läuft, ob du dich gerade mit diesen Leuten verstehst oder nicht, so mit denen du Geschäfte tust. Du musst aufgrund von dieser Exklusivitätsklausel über sie vertreiben. Und es wird dann komisch, wenn dann irgendwie A&Rs müsstest fragen, hey, können wir diesen Song befreien oder das Projekt X, können wir das befreien aus dieser Exklusivitätsklausel? Und dann bist du ja auch wieder bei so einem non-exklusiven Ding, wo aber abhängig davon ist, ob die A&R oder die Labelperson dir sagt, ja okay, das Projekt können wir befreien, aber der Vertrag läuft trotzdem einfach weiter. Ich habe einfach das Gefühl, es gibt ein Szenario, wo das auch auf non-exklusiver Basis könntest machen und dann entscheidet sich tatsächlich eher, wer die beste Dienstleistung hat und der beste Service. Aber das mit der Artist-Release-Exklusivität ist halt wie ein Punkt, eben, es wäre jetzt etwas, wie wir am Anfang gesagt haben, ein grosser Punkt, eine grosse Baustelle, wo vielleicht in Zukunft oder auch schon jetzt, wenn ihr das schaut, ein kleines Update brauchen würde oder eine Reform, wie man mit dem würde umgehen, dass wenn jetzt ein mögliches Szenario. Ihr findet euch jetzt gerade nicht mit dieser Firma, wenn es jetzt um den nächsten kommenden Song geht, wo ihr solltet releasen oder das nächste kommende Projekt. Und jetzt, die Songs wären dann ja aus dieser Logik mit dieser Exklusivitätsklausel einfach blockiert. Es sei denn, die Firma tut euch wie so befreien mit dem Song oder mit dem Projekt und sagt, hey, schau, du kannst das von uns aus, kannst du das selber releasen, wenn du das willst. Aber auch dort tun sich ganz viele Firmen heute, wenn ihr das in der Realität würdet beobachten, tun sich ganz viele Firmen schwer damit und gehen nur vielleicht auf so einen Kompromiss ein, dass du das könntest dann auf Soundcloud oder auf YouTube releasen, so ein bisschen einen Semi-Light-Release machen und nicht auf allen DSPs. Was aus dem rauskommt, ist ein bisschen, dass Firmen sich dann Sorgen machen, dass ihnen ein Song entgeht oder ein Projekt entgeht, weil du halt trotzdem noch einen laufenden Vertrag mit denen hättest. Aber dort passiert halt meistens sehr ein grosser Krux oder kann es entstehen, weil du als Musikschaffender dann vielleicht trotzdem dem Song irgendwie willst eine anständige Vertriebsmöglichkeit geben, aber es kann dann so zu so Blockaden kommen, weil einfach oft von dem Status quo ausgegangen wird, dass die Verträge exklusiv sein sollten. Dort könnte man auch abschliessend sagen, okay, wenn du jetzt so sagst, ja gut, easy, die Firma, mit der ich deale, aus irgendeinem Grund, wollen die nicht irgendwie etwas machen auf non-exklusiver Basis, sprich, die wollen nicht gewisse Projekte ausschliessen. Was ich würde eher tendieren, dass es immer mehr in die Richtung geht, oder das würde ich euch eher empfehlen, die dazu schauen, dass ihr, wenn es trotzdem so übergreifende Exklusivitätsklauseln soll drin sein, aus welchen Gründen auch immer, dass du trotzdem eine gewisse Anzahl Projekte im Jahr dort ausschliessen kannst aus dieser Vertriebskette und das auch so definiert wird, so dass du dann nicht in so Blockaden-Diskussionen kommst und sagst, ja gut, easy, aber die Firma will den Song nicht releasen, aus welchen Gründen auch immer, und ich kann nachher nichts mehr mit dem Song machen und möchte eigentlich gerne releasen. Du könntest sogar argumentieren, dass die Release-Exklusivität sehr, sehr viel wertvoller ist oder teurer ist von Musikschaffenden
Perspektive als jetzt zum Beispiel auch ein Vorschuss in gewissen Situationen. Überlegt dort ein bisschen oder nehmt das ein bisschen auch mehr in die Diskussion mit ihnen, hätte ich gesagt. So. Dann, als zweiter Punkt, Verwertungsdauer und Umfang. Anzahl Songs könnt ihr euch da einfach überlegen. Wenn man vom Verwertungsumfang redet oder vom Vertragsumfang, da reden wir meistens von der Anzahl Songs oder von der Anzahl Projekte. Auch ein sehr grosser Punkt, weil es dort auch sehr einfach kann sein, dass man einfach die grosse Vorschusssumme sieht und sagt, ja gut, was sind schon x Anzahl Songs? Wir machen jetzt einfach mal ein Beispiel, so eben, denken nicht, das sind irgendwie Standards oder so etwas, weil Standards existieren nicht, meiner Meinung nach in der Musikindustrie. Das ist alles relativ, das ist alles situationsabhängig und sehr individuell. Aber gehen wir mal davon aus, dass man eine Möglichkeit hat, mit jemandem etwas zu machen oder zusammen zu arbeiten und es geht dort um den Umfang von 20 Songs. Ein spontaner Eindruck, der mir dort einfällt, wo ich auch immer wieder ein bisschen höre von Musikschaffenden, ist, dass sie sagen, ja gut, selbst wenn es jetzt 10 Songs wären oder 20 Songs mit dem Beispiel, ja, ist ja nichts. So, ich kann ja neue Sachen erstellen, dann später. So. Das mag sein, das stimmt auch, dass du immer wieder neue Songs produzieren kannst und die 20 Songs kannst du relativ schnell machen, sage ich mal, oder könntest du schon in deinem Gepäck haben, bevor du überhaupt so einen Vertrag würdest eingehen. Aber die Anzahl Songs zusammen mit der Exklusivität, sagen wir jetzt mal, kann halt auch dazu führen, dass du halt nachher relativ lang in so einem Vertrag drinnen steckst. Sprich, auch wiederum nicht könntest selber release in dieser Zeit oder selber eigene Moves machen. Öfters kann es halt vorkommen, dass die Firma trotzdem dir dort einen Riegel kann vorschieben und könnte sagen, ja, aber warte schnell, lass uns nochmal überlegen, du hast jetzt zwar gesagt, du willst jetzt den Song in den nächsten 3 Wochen sollte draussen sein oder das Projekt, aber lass uns überlegen, ob es nicht gut ist, strategisch, dass wir das erst in 6 Wochen releasen und noch nicht jetzt oder erst 2 Monate später. Allein schon mit diesen Diskussionen sehen dir, ist es dann nicht nur, aha, ich muss einfach 20 Songs abliefern, beziehungsweise 20 Songs sollten released werden, sondern das sind dann Zeiträume, wo halt Jahre könnten vergehen, dort dazwischen. Ich würde jetzt nicht sagen, was dort gescheit wäre oder nicht, also weil das alles subjektiv und individuell kannst betrachten und von Situation zu Situation verschieden ist. Ich würde aber sagen, wenn ihr jetzt so einen pragmatischen Tipp wollt, weil wir gerade im Kontext von dem Video das diskutieren, würde ich sagen, tönt eher kürzere Umfänge besprechen, wenn überhaupt. Und halt so, dass es für euch absehbar ist, wenn das etwa abgeliefert ist und released wird. So. Was Firmen teilweise gerne machen dort ist, ja, der Grundumfang wirkt dann einfach klein oder ist dann eine kleinere Anzahl Songs, aber dafür hast du dann noch x Optionen drin. Und es sagt euch auch niemand, dass er einfach mit dieser Firma, wenn dort wirklich ein legitimes Vertrauen da ist, dass man einfach beidseitig sich sagt, hey, schau, die Optionen und so, wieso sollten wir da jetzt hindurch noch irgendwie so versteckte Optionen einbauen? Das ist die Anzahl Songs, die fixe Anzahl Songs, die man irgendwie zusammen machen oder zusammen testen. Und dann später kann man immer noch über Vertragsextensions reden. Also sprich, man kann immer noch den Vertrag anpassen oder halt zusätzlich noch Projekte dort mit dazu tun. Jetzt, ich sage das so simpel, aber eben auch wieder da, in der Realität sieht das dann aus welchen Gründen auch immer, teilweise wird das ein bisschen komplizierter gemacht, als es vielleicht tatsächlich sollte sein. Weil auch die Optionen, wenn ihr auch fragt, wieso dann teilweise eben der rechte Umfang klein ist, aber man tut dann trotzdem 3 Optionen oder so etwas rein, kann das halt auch eine Sorge sein von der Firma, so eine unterschwellige Sorge, dass halt du wieder wegrennst als Musikschaffender. Aber eben, ich hätte jetzt da argumentiert, ja, die Sorge, die künstliche Sorge oder der Druck, der dort entsteht, ist halt relativ unnötig und sollte gar nicht erst da sein in erster Linie, wenn nicht alles halt aufgebaut wird mit der Exklusivität, dass du halt musst zwingendermaßen über sie etwas machen oder über sie etwas releasen, über die Firma, mit der du dann zu tun hast. Und die Optionen sind dann eher so ein Zeichen von, ja,
ja, schau, wir wissen, dass du vielleicht eher früher als später aus so einem Vertrag rausgehen willst, aber mit diesen Optionen sichern wir uns auch noch so ein paar zusätzliche Projekte, ungeachtet dessen, ob zu dem Zeitpunkt, wo die Projekte rauskommen, du das noch so geil würdest finden, dass wir das zusammen müssen machen, aufgrund von der Exklusivität oder nicht. Man kann doch auch darauf vertrauen, wenn der Service wirklich so gut ist, wie ihr sagt, oder die Dienstleistung, dann wird man auch zurückkommen und einfach einen neuen Vertrag erstellen. Anstatt dass du dir als Musikschaffender die Sorgen musst machen und sagen, ja gut, aber ich bin da jetzt noch für 3 Optionen irgendwie drin, als ein Beispiel von vielen. Und ich weiss nicht, wie lange das geht. Und ich weiss auch gar nicht, wie meine Stimmung wird sein in einem Jahr oder 2 Jahren danach. Aber der Vertrag ist dann immer noch aktiv. Aber es wäre ja viel einfacher, wenn man einfach die Anzahl Songs irgendwie zusammen testet, wo man gesagt hat, würden wir irgendwie zusammen machen. Und dann macht man halt einfach nochmal einen Vertrag. Es ist nicht nötig, meiner Meinung nach, dass das halt alles vollgestopft werden sollte. So, komme was wolle, nehmen wir am besten gerade alles von Anfang an rein, was man irgendwie kann mitnehmen kann, anstatt dass man dann einfach hindurch, wenn beiden Seiten die Dienstleistung gefallen hat oder auch die Resultate wiederum gefallen hat, weil ja, es gibt auch die Firma, die könnte sagen, hey, da ist nicht genug Performance dahinter, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben, beziehungsweise wir ziehen die Optionen nicht. Ja, natürlich gibt es auch die Situation, wo du könntest argumentieren, so von Firmenseite. Aber wenn du die Option halt drinnen hast oder du tust halt den Vertrag künstlich erweitern, gerade von Anfang an mit all diesen Sachen, dann bist du trotzdem meistens in der besseren Position und die Firmen wissen das auch und die Musikschaffenden wissen das teilweise nicht, teilweise wissen sie das, aber gehen es trotzdem ein. Und der Stress, wo man sich dort antut oder der künstliche Druck, sollte gar nicht nötig sein, wenn man jetzt einfach sagt, hey, schau, man kann dann wieder zurückkommen und den Vertrag einfach anpassen, beziehungsweise einen neuen Vertrag, so den Vertrag wie so ein bisschen extenden, erweitern und tut dann einfach einen neuen Umfang dazu, wenn man das will. Ohne dass aber der Musikschaffende das Gefühl sollte haben, aha, aber dort versteckt, können sie dann trotzdem nochmal eine Option ziehen und dann bin ich nochmal ein Jahr mehr dort drin, obwohl ich das nicht möchte. Ich sehe, wenn man natürlich von Anfang an so Optionen und den Umfang möglichst lang zieht, dann wird es auch vom Musikschaffenden Seite auch ein bisschen komplizierter, dass man da dort etwas neu könnte verhandeln. Die Verwertungstour kann man da jetzt einzeln anschauen. Dort ist einfach gesagt, in der Verwertungstour geht es jetzt eher darum, das, was ihr dann abgebt und releaset über die Firma, wie lange hat dann die Firma exklusive, in dem Fall jetzt als Beispiel, sagen wir exklusiv die Verwertungsrechte, um es vielleicht ein bisschen einfacher können zu beschreiben. Wie lange tun sie die Songs vertreiben und können auch von diesen Songs mit profitieren, beziehungsweise geht das über ihre Supply Chain. Du als Musikschaffender kannst jetzt sehr simpel sagen, würdest oftmals eine kurze Verwertungstour an und eine, die vielleicht nachher kannst erneuern, wenn du das möchtest und nicht, wenn die Firma das nur möchte. Die Firma wird im Idealfall eher die Verwertungstour möglichst lang behalten, dass sie halt an diesen Songs auch so lange wie möglich mitverdienen. Verwertungstour heisst immer auch, dass jemand, also eine Firma X, deine Supply Chain kontrollieren. Sprich, die Songs sind dann in der Supply Chain, in der Verwertungskette von dieser Firma für die Anzahl Jahre, die dort dann irgendwie festgemacht worden sind die dann dort drinnen. Ihr seht, die Verwertungstour oder die Exklusivität von diesen Songs muss dann nicht zusammenhängen mit wie lange du als Artist bei dieser Firma bist. Weil logischerweise kannst du als Artist vielleicht nachher deinen Umfang, den wir da besprochen haben, hast du vielleicht schon abgeholten, hast du schon abgegeben und auch released und du bist vielleicht schon weiter, du bist vielleicht im Eigenvertrieb zu dem Zeitpunkt oder mit anderen Leuten tust du vertreiben, aber aufgrund von dieser Verwertungstour, je nachdem wie lang die halt ist, hat die Firma dann trotzdem noch Anspruch auf die Songs oder vertreibt die Songs halt noch so viele Jahre oder so viele Monate, wie halt die Verwertungstour ist. Klar, kannst du jetzt als Musikschaffender sagen, ja gut, easy, du erschaffst ja auch neue Songs und die laufen vielleicht dann nicht über die Supply Chain, wo du vielleicht nicht mehr einverstanden bist, sagen wir jetzt beispielhalber, und du hast dann neue Songs und du kannst dich dann um die neuen Songs kümmern. Ihr solltet aber nicht so naiv sein und denken, dass grössere Firmen, dass die nicht so weit überlegen, dass sie halt möglichst dich zu deiner geilsten Zeit verwünschen, zu deiner Peak-Zeit, wo du irgendwie voll im Zeitgeist bist, wo du die Songs erschaffen tust, die am meisten abgehen können, irgendwie in Zukunft. Und
wenn du das kombinierst natürlich mit einer langen Verwertungstour, dann kann es zwar sein, dass du nachher 10 Jahre danach irgendwie auf eigene Faust oder mit anderen Leuten irgendwie Geschäfte tust, gewisse Songs aus dem Katalog können dort halt weiter streamen, weiter konsumiert werden und weiter Geld generieren. Und dort ist es dann nicht mehr so schwarz oder weiß. Dass du am Anfang gesagt hast, ja, ich kann ja neue Songs erstellen, das spielt mir jetzt gerade keine Rolle. Dass ich die 20 Songs, die wir da oben hatten, dass ich zu diesen Konditionen, die vielleicht nicht so in meinem Vorteil sind, so von den Splits, von der Prozentanzahl, dass ich die denen gebe, weil ich erstelle ja dann neue Songs. Aber man berücksichtigt vielleicht dann teilweise nicht, dass die bestehenden Songs, die man dort abgeliefert hat oder released hat, dass die trotzdem auch deine neuen Songs immer noch überschatten könnten, weil halt ein Musikkatalog, der wächst und gedeiht halt die verschiedensten Seiten, aber du weißt halt nicht, ob nachher deine neuen Songs irgendwie grösser werden, kleiner sind als deine ehemaligen Songs, alles so Dynamiken, die dort mit drin spielen. Und all das betrifft natürlich auch einfach dann ein bisschen die Verwertungstour. Royalty Splits der individuellen Plattformen habe ich mir dann auch noch aufgeschrieben als einzelnen Punkt. Der Vorschuss ist das eine, schön und gut, aber dass der Royalty Split selber, also was die Prozentbeteiligungen wäre, die die Firma bekommt, mit der du geschäften willst, und was du selber würdest bekommen, also was dein Anteil wäre, dass das dann auch in den Hintergrund kann geraten in gewisse von diesen Diskussionen und die Splits auch auf individuelle Plattformen auch könnten anders aussehen. Das sind dann Sachen, wo man schneller dealen tut in gewissen Situationen als jetzt ein Vorschuss, obwohl es ein wichtigerer Punkt könnte werden, eben wenn es dann mittel- bis langfristig zu und her geht. Es ist das Spiel, könnt ihr es so anschauen, dass ein Vorschuss halt kurzfristige Attraktivität bedeutet. Also es sieht halt kurzfristig sehr sexy aus, wenn man irgendwie das Geld nicht hat und sagt, okay, man bekommt da gerade irgendwie so und so viel. Aber die Royalty Splits sind halt dann mittel- bis langfristig entscheidender in ganz vielen Situationen. Und noch entscheidender, wenn man das würde auf individuelle DSPs abbrechen. Auch dort gibt es halt viele Firmen, die einfach einen Prozentsatz, einen digitalen Prozentsatz für alle DSPs anbieten wollen und man macht es sich halt dort auch sehr einfach. Das ist eine von diesen Situationen, wo man dann als Künstler oder Künstlerin das Gefühl kann haben, dass es immer so läuft, dass man halt einen Prozentsatz hat für alle DSPs und das nicht kann ansprechen, dass beispielhalber dein Apple Music Share oder dein Prozentsatz bei Apple Music anders kann aussehen als bei Spotify oder bei YouTube oder bei irgendeinem anderen DSP. Und dann plötzlich merken dir aus dieser Diskussion, wenn man so etwas könnte anpassen, was auch möglich ist natürlich, weil es da keinen Standard gibt, dann plötzlich könnte man auch auf die Idee kommen oder auf den Gedanken, dass ja gewisse DSPs könntest ausklammern oder gar nicht brauchst in gewissen Verträgen. Gibt es natürlich alles auch. Dann Transparenz in der Buchhaltung. Das ist auch so ein Punkt, der nicht super flashy ist oder wo halt nicht so spannend ist. Darum kommt in so Mediendiskussionen auch nicht viel vor, würde ich meinen. Oder das ist einer der Gründe, wieso man dann in so einer Internetdiskussion nicht über so etwas redet. Die Qualität von einer Buchhaltung wiederum von dieser Firma, mit der ihr zu tun habt, eben egal, ob das jetzt ein grösseres Label wäre oder irgendein Geschäftspartner, über die Songs würden vertrieben werden. Die Qualität von der Buchhaltung kann einen grösseren Punkt ausmachen, als man vermeintlich dort denkt. Und auch, wie ich da geschrieben habe, die Transparenz von der Buchhaltung. Es hat sich dort halt kein gemeinsamer Mittelmaß entwickelt, wie alle Firmen oder wie die gesamte Musikindustrie mit dem umgeht. Darum kann es einen rechten Unterschied geben. Je nachdem, über wer ihr vertreibt, kommen da an gewisse Daten vielleicht nicht richtig an. Darum habe ich vorher von der Supply Chain geredet, weil das hängt alles zusammen, schlussendlich auch mit der Buchhaltung. Ihr solltet euch anschauen, wenn ihr jetzt mit der Firma X über die vertreiben, dann bedeutet das, eure Songs werden über die Supply Chain released von der Firma X. Das heisst, DSPs, Streaming-Anbieter, sagen wir jetzt Apple Music, Spotify, YouTube, bla 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 bla, die Einnahmen fließen dann zu dieser Supply Chain, also über die Supply Chain zu dieser Firma. Die Einnahmen, die ihr generiert mit euren Streams, die gehen dort zuerst mal in den Topf rein, über die Supply Chain zu dieser Buchhaltung von dieser Firma. Von der Buchhaltung aus kommt das Geld nachher zu dir, wenn dort nicht noch andere Instanzen dazwischen wären. Aber wenn man jetzt mal von diesem Beispiel ausgeht, ist es halt in dem Fall sehr relevant, wie die Buchhaltung dann
die Kosten euch dort aufschlüsseln tut. Allein schon, wenn es jetzt darum geht, Diskussionen zu führen mit der Buchhaltung, ist es ein wichtiger Punkt, dass man dort sich auch die Zeit nimmt und auch in Erfahrung bringen kann, hey, wie proaktiv kann man mit der Buchhaltung reden oder mit der Abteilung oder wer auch immer dort dahinter ist und die Abrechnungen macht, die Royalty-Abrechnungen. Weil, ich sage mal am Anfang, wenn ein Vertrag unterzeichnet wird oder nachher später, wenn etwas released wird, dort sieht noch alles schön flashy aus und es macht alles Spaß und ist mega toll und du bekommst Feedback und alles läuft eigentlich und alles ist cool. Aber so der erste richtige Reality-Check, so nach meiner Empfindung, der setzt sich ein, sobald du die erste Royalty-Abrechnung bekommst. Je nachdem, wie lang es geht mit dem Abrechnungsmodell, tun wir auch erst dann erfahren, wie transparent die Abrechnung überhaupt gemacht wird und wie verständnisvoll die überhaupt ist für euch. Dort würde es auch nicht schaden, dass bevor ihr vielleicht so einen Vertrag eingeht oder so eine längere Geschäftsbeziehung eingeht, dass ihr auch könntet in Erfahrung bringen oder die Firma offen genug wäre, auf die Frage hin, ja, könnt ihr uns zeigen, wie überhaupt so eine Abrechnung bei euch aussieht, dass ihr auch ein bisschen das Gefühl bekommt, wie transparent sind die überhaupt in ihren Daten, die sie euch zeigen. Weil es ist dann so wie bei einer Versicherung, habe ich das Gefühl, dass die Qualität, die wahre Qualität von einer Versicherung bekommst du nicht mit über, wenn du die Versicherung abschliessest, sondern wenn halt ein Unfall passiert irgendwann einmal oder ein unglücklicher Unfall und du nachher die Interaktion mitbekommst mit dieser Versicherung. Und eine bisschen ähnliche Dynamik hat es halt, wenn es darum geht, ja, das Label kann es dann schnell oder eine Musikfirma kann es schnell so darstellen, dass so, ja, wir machen all die tollen Sachen mit diesen Songs und so, aber was nachher auf dem Royalty Statement steht oder wie die Buchhaltung mit dir umgeht bei dem Royalty Statement, dort zeigt sich halt eine gewisse Art von Qualität, wo halt auch gar nichts mit dem Song Release an sich zu tun hat oder was für Feature man dort kann generieren kann. Und man könnte jetzt argumentieren, dass das mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht wichtiger, weil es halt dort um deine Gelder geht, die dir gegenüber ausgezahlt werden. Das auch wieder eben nicht nach Wichtigkeit geordnet, da, einfach, dass ihr das versteht. Aber ein weiterer Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der Prozent-Share und Katalog-Marketing-Aktivitäten, ich habe jetzt einfach mal geschrieben, x Jahre nach Release. Was bedeutet das? Das hat ein bisschen auch mit der Verwertungstour, ist das zusammen, steht das in Kombination, dass wenn du jetzt beispielhalber 5 Jahre Verwertungstour hast auf die Songs, wo jetzt, machen wir es einfach mit einem Song als Beispiel, das ist jetzt ein Song, 5 Jahre Verwertungstour jemand anderem gegeben, irgendeiner anderen Firma, die das für dich vertreibt. Der Song ist jetzt 5 Jahre dort in dieser Supply Chain. Wenn wir jetzt von der Exklusivität ausgehen, ob das jetzt richtig ist oder falsch, eben, ist jetzt eine andere Frage, aber ist jetzt 5 Jahre dort exklusiv unter dem Vertrieb. Ich rede viel über Katalog auf dem Kanal und Katalogmanagement, weil halt, wenn ihr es ein bisschen unterscheidet mit New Release Aktivitäten und Katalogaktivitäten, sind halt New Release Aktivitäten, könntest du sagen, alles was so beispielhalber in den ersten 8 bis 10 Monaten passiert von einem Release. Das ist so alles, was so New Release Aktivitäten sind, so die Features, die ihr seht, auf den Streaming-Anbietern oder Marketing-Aktivitäten, die dort aktiv gemacht werden oder Massnahmen, die dort getroffen werden. Und zudem hat man halt auch schon länger herausgefunden, okay, es reicht halt nicht nur, wenn man New Release Aktivitäten macht oder der Song halt dann Aktivitäten macht, wenn der Song halt frisch und neu ist, sondern es braucht halt irgendwann einmal auch eine Art von Katalogmanagement und Katalogaktivitäten. Ich sage mal, einfach halber ist das in der Schweiz, wenn du das auf die Schweiz runterbrichst, glaube ich, in den allerwenigsten Fällen ist das schon herausgefunden worden, wie man mit Katalog-Marketing-Aktivitäten umgeht, in den allermeisten neuen Verträgen. Was meine ich jetzt damit? Einfach mit dem Grundsatz, was macht die Firma, mit der du unter Vertrag ist, wenn sie jetzt eine 5 Jahre Verwertungstour haben von dem Song. Was macht die Firma 3 Jahre nach dem Song-Release mit dem Song? Oder was macht sie im 4. Jahr nach dem Song-Release mit dem Projekt oder mit dem Track? Weil es ist immer einfach, in den ersten 3-4 Monaten dir einen riesen Plan aufzuzeigen. Ja, schau, was wir alles für geile Aktivitäten machen mit dem Song oder was wir zusammen da organisieren. Das ist natürlich auch ein bisschen die Aufgabe vom Musikschaffenden, das mitzumachen und mitzukommunizieren und mitzupromoten natürlich. Aber gehen wir mal davon aus, beide machen dort etwas, beide Seiten, ist es auch dennoch, wenn man das alles gemacht hat, das ist für mich ein bisschen der einfache Part. Der schwierigere Part ist, was machst du mit dem Song 2 Jahre nach Release?
was machst du 4 Jahre nach Release? Was machst du 6 Jahre nach Release? Jetzt seht ihr plötzlich, wo ein bisschen so ein Aha-Moment entsteht, wenn ihr so Stories hört von vermeintlich älteren Songs. Ich tue älter in Anführungs- und Schlusszeichen, weil das alles relativ ist. Im Streaming gibt es nicht alt und neu für mich. Aber Songs, die schon vor 3, 4, 5 Jahren entstanden sind, sehen ihr dann auch Stories, wo plötzlich ein Song 5 Jahre danach auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen oder irgendwo nochmal einen Trend verwünscht oder dort nochmal Aufwärtswellen bekommt, wo der ganze Konsum von dem Song, aber auch vom ganzen Artist oder vom Katalog aufleben lässt. Auf die Schweiz abgebrochen, auch wenn das für mich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt ist, sind wir da noch, glaube ich, in den Kinderschuhen. Allein schon, wenn es darum geht, dass wenn du einen neuen Vertrag würdest unterschreiben mit irgendeiner Firma, egal wie gross oder klein die Firma ist, wirst du noch nicht so viele Diskussionen haben, vermute ich, wo es darum geht, okay, wir tun das zwar jetzt unterschreiben, aber wir geben dir schon ein bisschen einen gewissen Eindruck, was wir im Jahr 3, 4 oder 5 machen, nachdem der Release immer noch bei uns ist, weil halt die Verwertungstour so lang ist, sagen wir jetzt als Beispiel, und was wir dann mit dem machen, weil das ist halt sehr kryptisch. Ihr seht, umso länger es geht, also umso länger die Verwertungstour ist, meiner Meinung nach, umso schwieriger wird es auch für die Partei, mit denen ihr Geschäfte tun, um euch aufzuzeigen, was der Mehrwert könnte sein, wo die Firma euch bieten kann, 4 Jahre nach Release als Beispiel. Als Musikschaffender, aus der Perspektive von Musikschaffenden, kann man dort vermeintlich den Böll auch zurückwerfen und sagen, ja gut, wenn es eine Firma ist, wo dir sagt, hey, schau, auch da wieder ein Beispiel, wir wollen 5 Jahre die Verwertungstour haben, wir wollen die Songs 5 Jahre können verwerten nach Release, mindestens 5 Jahre, sagen wir jetzt als Beispiel, dann könntest du auch sagen, ja gut, easy, aber auch das wiederum hat einen Preis. Auch das hat einen Wert, weil es ist schön und gut, dass man, wenn es ein New Release ist, also wenn es erst gerade rausgekommen ist, in der Woche 2, 3, 4, dass es dort ein bisschen flashy neue Features gibt und so, aber wenn der Song ja dann noch im 3. Jahr oder im 4. Jahr auch bei uns ist, würdest du ja als Musikschaffender vielleicht wissen, ja, was macht man aber dann im 3. oder 4. Jahr mit dem Song? Hat man dann einen Plan? Und dort werdet ihr merken, die Diskussionen sind viel, viel schwieriger und lässt man sich vielleicht auch ein bisschen weniger auf das drauf ein. Je nachdem, wer du jetzt natürlich vor dir hast, mir persönlich würde es nicht reichen, dort, wenn dann eine Firma mir sagt, ja, wir haben eine Katalogabteilung, die sich dann um das kümmert, weißt, macht dir keine Sorgen, weil auch dort sollte man halt Kompromiss machen und auch ein bisschen Verständnis aufzeigen von beiden Seiten und vor allem von der Seite als Musikschaffende, dass man sagt, ja gut, aber dann irgendetwas sollte man dort anpassen, entweder mit der Verwertungstour sollte man dort ein bisschen anders umgehen oder halt, wegen dem habe ich da geschrieben, der Prozentteil vom Share, also von den Royalty Splits, könnte sich dort auch verändern. Das ist auch eine Möglichkeit von vielen, wie man mit dem kann umgehen kann, dass man sagt, ja gut, bis zum Jahr 3 nach Release ist es halt die Royalty Share Beteiligung und nach Jahr 3 zum Beispiel, weil du jetzt könntest vermuten als Musikschaffender, dass das Label nach Jahr 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder wie lange auch immer weniger Aktivitäten könnte zu einem Song machen, dass dann auch dein Share raufgeht und der Share, die Beteiligung von der Firma runtergeht. Ich sage das als Beispiel, weil das jetzt meine Meinung ist, dass ich das Gefühl habe, dass umso länger die Verwertungstour ist oder umso länger ein Song irgendwo vertrieben wird, dass es schwieriger ist oder dass es eine viel, viel größere Herausforderung ist, nachher längerfristige Aktivitäten zu machen. Weil wenn am Anfang noch etwas neu und frisch ist, dort ist es halt einfach, die Konsumenten können überzeugen oder einfacher die Konsumenten können überzeugen, dass sie den Song hören sollten. Wenn es dann um Katalogmanagement geht oder wie ihr das auch in anderen Uploads mitbekommt, das ist dann schon eher schwierigeres Unterfangen, dass er den gleichen Song, sagen wir jetzt mal von 300'000 Streams, wo er schon hat nach 6, 7, 8 Monaten, dass er den Song von 300'000 Streams auf 500'000 Streams bringen kann mit Aktivitäten im Nachhinein, wo er macht, mit Marketing oder Promotion, wo dann eher im Katalogmanagement angesiedelt ist. Das ist jetzt eher auch wie der Punkt 6, ein tiefgründigerer Punkt, wo vermeintlich als kleine Klausel
Klauseln mitbekommst, aber auch die Dynamik dort sehr grosse Folgen kann haben, dass es auch so Klauseln gibt, wo es halt um exklusive Nutzungsrecht geht bei zukünftigen Plattformen und Technologien, die noch nicht existieren. Was meine ich damit? Ihr findet in vielen Verträgen, würde ich mal meinen, findet ihr so Klauseln, wo es darum geht, dass es die Verwertung von dem Song, dass man auch gerne würde das Recht haben, im Idealfall, zu Plattformen, die gar noch nicht da sind. Wenn es eben dann so etwas Neues würde geben, wie irgendeine neue Social-Media-Plattform oder wie irgendein neuer Streaming-Dienst, wo irgendwie von heute auf morgen plötzlich aufpoppt und auch in der Schweiz mega beliebt ist, versuchen gewisse Firmen halt da Nutzungsrecht sich zu ergattern zu halt Technologien oder Plattformen, die gar noch nicht da sind. Du als Musikschaffender wiederum willst aber dir vielleicht das Recht vorenthalten, dass du nicht gerade einen automatischen Opt-in, könnte man jetzt so geschäftlich, wirtschaftlich sagen, dass du sagst, das ist nicht automatisch ein Höckli, das du dort setzen willst, sondern du willst das zuerst approved haben, wenn überhaupt so Klauseln sollte drinnen sein in erster Linie oder nicht. Das ist dann auch nochmal die andere Frage, weil wir reden da von so einer Klausel, wo, wenn ihr mich persönlich fragt, sollte die Klausel gar nicht erst drinnen sein in einem Vertrag, aber wenn ihr so etwas antreffen, sollte dennoch der Gedanke zumindest entstehen, dass du sagst, hey, warte mal, aber so etwas, sollte das nicht eher mit meinem Approval sein, also mit meiner Bestätigung, anstatt dass jetzt die Firma einfach das Recht haben, sowieso mit meinen Sachen zu dealen, ohne aber, dass ich an diesen Diskussionen beteiligt bin, ohne dass ich überhaupt weiss, um wie viel Geld es da geht. Die Firma, könntest du jetzt meinen, hat einfach das Interesse, dann die Rechte auch für eben zukünftige Plattformen, die noch nicht existieren, möglichst von ganz vielen Artists oder vielen Katalogen zu bekommen, dass man nachher einfach mit mehr Material an den Tisch kann gehen und einfach mehr Leverage hat als Firma, um das können mit gewissen Plattformen besprechen. Aber aus dieser Sache heraus entsteht nachher, dass, weil man die Rechte sich eingeholt hat, muss man die Artists nachher in so einem Fall vielleicht nicht mehr nach der Erlaubnis fragen und kann halt einfach dealen mit jedem von diesen neuen Plattformen, ohne dass man jetzt weiss, ob der Artist XYZ einverstanden ist, dass man die Musik auf dieser Plattform irgendwie monetarisiert, auf dieser neuen Plattform. Und du als Musikschaffender könntest jetzt halt sagen, hey, schau, du willst vielleicht warten oder du willst bei so einer neuen Plattform, die jetzt aufploppt, willst du sagen, ich würde mir zuerst einmal ein bisschen anschauen, was dort so passiert und will nicht, dass meine Musik gerade von Tag 1 dort drauf ist oder gerade wenn man irgendwie den ersten besten Deal gemacht hat mit diesen Firmen oder mit der Musikindustrie. Und wenn du aber halt eben durch so eine Klausel bei Punkt 7 deine exklusive Nutzungsrechte schon vergeben hast, auch für zukünftige Plattformen, dann kannst du das natürlich nicht mehr machen. Es sei denn, du hast so gewisse Approvals dort eingepackt oder bist vielleicht auch so intelligent gewesen und hast gesagt, hey, ich will erst gar nicht mich einlassen auf so eine Klausel, wo du auch könntest argumentieren. Wir können das dann besprechen, wenn dann so eine neue Plattform kommt und dann kann man halt immer noch einen Vertrag anpassen. Ihr seht, gewisse von diesen Sachen tendiere ich jetzt eher dazu zu sagen, ja gut, man kann schauen, wenn so etwas passiert und tut dann einfach einen Vertrag nochmal anpassen, weil das ja keine Raketenwissenschaft ist. Man kann im Nachhinein immer noch etwas anpassen, wenn man irgendwo noch etwas rein tun. Anstatt dass eine Firma versucht, irgendwie alle Rechte so breit gefächert wie möglich von dir zu bekommen, ohne nachher, dass man irgendwie müsste das über dich approven oder halt okay würde bekommen von dir. Dann als letztes habe ich da auch einfach spontan noch dazu schreiben, monatliches Abrechnungsmodell. Immer, weil wir es vorher ein bisschen von der Buchhaltung hatten, einfach, dass ihr euch dort auch bewusst sind. Das ist jetzt auch wieder Spekulation oder starke Vermutung von mir, dass die Musikindustrie auch heute noch, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video gesehen oder wo das Video entstanden ist, dass nicht alle Firmen oder die allermeisten Firmen haben noch nicht umgeschaltet auf ein monatliches Abrechnungsmodell. Das glaube ich jetzt. Ich glaube, es ist immer stärker im Kommen, aber das passiert einfach aus einer logischen Konsequenz, weil du als eine Firma, also das ist jetzt einfach meine Vermutung, als eine Firma kannst du jetzt auch am Artist gar keine Ausreden mehr bringen, wieso in einem digitalen Zeitalter, wo du alles tagtäglich auswerten kannst und auch Zahlen, Daten täglich bekommst, dass du an einem Artist überhaupt noch die Ausrede kannst machen, dass wir
im 6-Monats-Zyklus oder im 3-Monats-Zyklus irgendetwas abrechnen. Es wird aber dennoch immer noch sehr viel gemacht in der Musikindustrie. Ich habe das einfach als Punkt erwähnen, weil wir halt über Musikrechte reden, dass ihr ein bisschen sensibilisiert sind für das, dass ihr auf so Sachen auch hört, eben wenn es um so Diskussionen geht, wie geht eure Buchhaltung mit dem um, in welchem Zeitraum werden Abrechnungen gemacht, Royalty-Abrechnungen, dass ihr dort auch ein bisschen bewusst anhört. Ich glaube, du machst dir keinen Gefallen damit und auch anderen Künstlern und Künstlerinnen machst du keinen Gefallen damit, wenn du noch gross so Musikbusiness-Verträge eingehst, wo dir einfach keine Erklärung gebracht wird, wieso sie im 6-Monats-Zyklus oder im 3-Monats-Zyklus irgendwie abrechnen. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen Verantwortung dort drin von Seiten Musikschaffenden, dass du auch immer ein bisschen mehr pushen tust in die Richtung, dass die Abrechnungsmodelle auch alle switchen, mindestens auf monatliche Abrechnung, dass auch für alle Künstler und Künstlerinnen da draussen einfach ein bisschen transparenter und ein bisschen fassbarer wird, dass du dort schneller und flexibler an deine Daten und auch an deine Abrechnungen ankommst und nicht irgendwie dort so lange Abstände dazwischen sind. Das einfach mal zu dem Punkt, dass ihr das auch mal gehört habt. Das sind so die 8 Punkte, die für mich mittel- bis langfristig wahrscheinlich in Klammern wichtiger könnten sein als Vorschüsse oder einfach als die Vorschuss-Talks, die ihr da immer so ein bisschen mitbekommt im Internet. Klar gibt es dort auch ganz viele andere Punkte, wo man noch viel tiefer könnte reingehen könnte. Das sind halt die mir intuitiv ein bisschen eingefallen sind damals, wo ich da einfach mal in ein Video verpacken wollte. Aber auch da, wie ich es am Anfang gesagt habe, würde ich es auch am Schluss nochmal schnell abrunden. Viele von diesen Punkten, die wir da jetzt besprochen haben, würde ich das nicht so darstellen, als wären das alles legitime Punkte, legit Punkte, die auch so stattfinden in der Musikindustrie oder nicht. Ich glaube, viele von diesen Punkten bräuchten, wenn man das sehr realistisch anschaut, eine Veränderung oder eine Weiterentwicklung, eine Anpassung oder teilweise auch eine Streichung, dass der Punkt ganz weg ist. Und ich mache mir natürlich auch immer einen Kopf dabei, dass wenn ich so Sachen bespreche, dass ich dem auch eine Gewichtung gebe oder eine gewisse Bedeutung, die es vielleicht auch gar nicht brauchen würde. Darum schaut das aus einer gesunden Distanz an, dass selbst wenn das jetzt so gewirkt hat, als wären mir gewisse von diesen Punkten mega wichtig, heisst das nicht, dass überhaupt die Punkte sollten in zukünftigen Verträgen oder in zukünftigen Musikbusiness-Situationen, dass die sollten drinnen sein oder dass es nicht ein Szenario könnte geben, dass es die vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr braucht. Ich finde aber dennoch, es ist besser, darüber zu reden, als gar nicht darüber zu reden. Darum wollte ich das mal da ein bisschen erwähnen. Das wird jetzt sicher nicht der letzte Upload sein, wo es eher um Musik-Business-Verträge geht, aber ich wollte da einfach mal meine Gedanken loswerden. Ich hoffe, ihr habt es spannend gefunden und auch etwas davon abgewinnen können. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen.